aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgen und Schlösser der Oberpfalz. Burg Dagestein in Vilseck, Mittelalter pur. Lage von Vilseck und Burg Dagestein. Vilseck liegt im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Stadt befindet sich rund 60 Kilometer östlich von Nürnberg und etwa 50 Kilometer nordwestlich von Regensburg. Hier einmal die Übersichtskarte und die Detailkarte, wo die Burg Dagestein in Vilseck zu finden ist, etwa im Norden der Stadt. Die Burg ist sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet und der Eintritt kostet 2 Euro. Hauptsächlich kann man den Bergfried besichtigen. Parkmöglichkeiten findet man in der Stadt und ein paar wenige am Eingang oder am Zugang von der Burg. Teil 1: Geschichte der Burg. Hier ein historisch wirkendes Bild, das die leicht erhöhte Lage in den Vilsauen bzw. in dem sumpfigen Gebiet darstellt. Inmitten der Vilsauen, nördlich der Altstadt von Vilseck, erhebt sich auf einem natürlichen Sandsteinriff die Burg Dagestein, eine der bedeutendsten erhaltenen Burganlagen der Oberpfalz. Ihre Lage auf einer leicht erhöhten Flussinsel inmitten einer sumpfigen Flusslandschaft verlieh ihr nicht nur eine hervorragende Verteidigungsposition, sondern prädestinierte sie zur kombinierten Niederungs- und Wasserburg. Umflossen von der Vils und dem Eberbach konnte das umliegende Gelände bei Bedrohung gezielt überflutet werden. Das machte Dagestein zu einer schwer einnehmbaren Befestigung, ein Umstand, der sich über Jahrhunderte immer wieder bewährt. Hier ein heutiges Luftbild der Burg Dagestein und natürlich sieht man, dass sämtliche Wassergräben und die ganze Sumpflandschaft verschwunden ist. Um 1012 schenkte Kaiser Heinrich II. Dem 1007 gegründeten Bistum Bamberg die gesamte Gegend um Vilseck. Bis 1188 übernahmen die mächtigen Grafen von Sulzbach als Schutzvögte die Verwaltung. Nach ihrem Aussterben traten die Staufer an ihre Stelle. Vermutlich fällt in diese Vogteiphase bereits der hochwertige Ausbau der späteren Burg Dagestein. Hier ein historisches Bild um 1906, was die sumpfige Landschaft und die Flusslandschaft, diese Vilsauen vom Eberbach und von der Vils gespeist, darstellt. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Burg selbst im Jahr 1185. In dieser frühen Phase diente sie in erster Linie als Sitz eines landesherrlichen Beamten im Dienste des Bamberger Hochstifts. Die strategische Nähe zur bayerisch-böhmischen Grenze und die Lage an einem bedeutenden Verkehrsweg machten den Ort rasch bedeutsam. Vom 12. bis ins 19. Jahrhundert hinein residierten hier Pfleger und Vögte, die im Namen Bambergs Recht sprachen und den Ort verwalteten. 1205 wird erstmals ein Megelus von Dagestein als Vertreter dieser Funktion genannt. Als Pfleger sind bedeutende Familien wie die von Abensberg oder die Nothaften von Wernberg in dieser Rolle zu finden. Bis zur Säkularisation 1802 blieb das Pflegamt Vilseck mit der Burg als Zentrum bestehen. Erst danach ging die Herrschaft an Bayern über und die Burg verlor ihre Verwaltungsfunktion. Teile der Burg wurden zerstückelt und an Privatleute verkauft. Mit der Erhebung Vilsecks zur befestigten Stadt im Jahr 1332 wurde die Burg in die Stadtbefestigung integriert. Gleichzeitig erhielt der ursprünglich turmartige Eingangsbau eine massive Aufstockung um 3 zusätzliche Geschosse. Aus dem Torturm wurde ein Bergfried. Diese baulichen Maßnahmen hatten gravierende statische Folgen, die später durch Umbauten kompensiert werden mussten. Von der Stadtbefestigung ist heute das sogenannte Voglertor erhalten. Hier eine skizzenhafte Darstellung. Ob das jemals so ausgesehen hat, weiß man nicht. In den folgenden Jahrhunderten war die Burg wiederholt Schauplatz kriegerischer Ereignisse. 1512 wurde sie im Verlauf von Streitigkeiten um das Hochstift Bamberg durch Truppen des Götz von Berlichingen geplündert.
1552 nahm sie Markgraf Albrecht Algebiades im Markgräfler Krieg ein. Trotz dieser Angriffe blieb die Bausubstanz im Wesentlichen erhalten. So, hier sehen wir die beiden Hallodris, links den Götz von Berlichingen, den Ritter mit der eisernen Hand, und rechts den Markgrafen Albrecht Algebiades von Brandenburg, Bayreuth, Kulmbach. Mit der Anlage von Zwinganlagen wurde im 15. Jahrhundert auch der Hauptzugang auf die Südseite in Richtung Stadt verlegt, während der ursprüngliche Ostzugang, der einst durch die romanische Torhalle führte, vermauert wurde. Im 18. Jahrhundert entstand schließlich ein neues barockes Torgebäude, das bis heute erhalten ist. Hier ein Blick auf das heutige barocke Torhaus. Natürlich im Kern hat es auch noch historische bzw. mittelalterliche Substanz. Im späten 20. Jahrhundert war die Anlage sanierungsbedürftig. Zwischen 1999 und 2002 wurde die Burg durchgreifend instand gesetzt. Der Turm erhielt eine neue Nutzung, die Kapellenräume wurden konserviert, der obere Abschluss des Bergfrieds zur Aussichtsplattform umgebaut. Heute ist Burg Dagestein ein bedeutendes Beispiel für die gelungene Verbindung von Denkmalpflege und öffentlicher Zugänglichkeit. Hier ein Blick in den schönen Burghof von Burg Dagestein. Teil 2 Baugeschichte, Architektur im Wandel. Bevor wir den Rundgang durch die Burg machen, werfen wir einen Blick auf die Baugeschichte. Ein Blick auf die Gesamtanlage der Burg Dagestein. 1 der Bergfried, 2 der Innenhof, 3 der Torbau, überbaut im 18. Jahrhundert, 4 die Ringmauer, zugleich Außenmauer der Gebäude, 5 ehemaliger Zwingerbereich, 6 der Kasten, großes Gebäude, um dort im Prinzip den 10. einzubringen, 7 die große neue Kemenate, 8 die kleine alte Kemenate, 9 ein ehemaliges Treppenhaus, heute der Zugang zur Torkapelle, Torhalle und zur Kapelle und zum Bergfried, 10 der Zehnstadel, später gebaut, und 11 das sind moderne Scheunen. Die ältesten nachweisbaren Baureste der Burg Dagestein stammen aus dem 11. Jahrhundert. Sie haben sich als Mauerfragmente im heutigen Zehnstadel erhalten. Einen ersten größeren Ausbau erfuhr die Anlage um 1200. Damals entstand eine prachtvolle doppelgeschossige Torkapelle, deren Stilformen und Steinmetzzeichen dieselben Werkleute erkennen lassen, die zugleich an der Westkrypte des Bamberger Doms arbeiteten. Wohl im Zuge der Stadtbefestigung von 1332, bei der die Burg in die neue Mauer einbezogen wurde, erhöhte man diese Torkapelle zu einem mächtigen Bergfried, im Grundriss 9 x 9 Meter etwa. Die anschließend 1430 beurkundeten Arbeiten konzentrierten sich auf Verteidigungsanlagen. Zwischen 1460/61 und 1504 investierte man rund 1000 Gulden in weitere Bauvorhaben, darunter ein neues Tor und einen neuen Getreidekasten. In den Jahren 1535, 1538 stockte man die große Kemenate, alte Kemenate, auf und errichtete zusätzlich eine neue Kemenate, die jetzt die große Kemenate wurde. Trotz einer nochmals verstärkten Befestigung ab 1625 konnte die Burg 1633 von schwedischen Truppen eingenommen werden. Auch das restliche 17. Jahrhundert über wurde kontinuierlich an der Anlage gearbeitet. Weitere Maßnahmen erfolgten 1729 bis 1732, als unter anderem ein Stadel an den Bergfried angebaut wurde. Die vielen Umbauten veränderten das Erscheinungsbild nachhaltig. Aus der ursprünglich polygonalen Ringmauerburg wurde eine Randhausburg. Heute zeigt sie einen annähernd rund polygonalen Grundriss auf einer leichten Erhebung. Um die Kernburg lief ein Zwinger mit eckigen Schalentürmen. Die ehemalige Ringmauer dient nun als Außenwand einer heterogenen Bebauung, die der hohe quadratische Bergfried dominiert. Dessen beiden Untergeschosse bestechen noch immer durch vorzügliche Steinmetzarbeiten. Das Erdgeschoss birgt sorgfältig gearbeitete Torportale und ein prachtvolles Kreuzrippengewölbe, während die Kapelle zu unserer lieben Frau im ersten Stock ein fein profiliertes Stufenportal und den Apsisbogen bewacht. Das übrige Turmmauerwerk besteht aus Bruchsteinen mit Buckelquadern an den Ecken. Eindrucksvolle Zeugnisse der über 900-jährigen Baugeschichte von Burg Dagestein. Jetzt schauen wir mal hinein in die Burg Dagestein.
Über den Torweg gelangt man zum barocken Torgebäude, aber das natürlich auf ältere Substanz zurückzuführen ist und heute natürlich vom Kolpingverein genutzt wird. Wir sehen jetzt auf der linken Seite den ehemaligen Zwingerbereich gegen Westen. Noch ein Blick auf den Torbogen. Und schließlich war hier rechts der Zwingerbereich gegen die Ostseite. Dass das Gebäude auch aus älterer Zeit stammt, das verraten einem natürlich die Türumrahmungen und mit Sicherheit erst in der Barockzeit aufgestockt worden. Und dann kommt man natürlich in den wirklich entsprechenden Burghof. Links der Kasten. Hier links die Tordurchfahrt und rechts das Torgebäude vom Burghof aus. Wir schauen nun in den Innenhof. Ganz rechts war der Stodel. Dann hier der Kasten, das Torhaus, die große Kemenate, der Bergfried und die kleine Kemenate. Hier nochmal der Blick auf den Bergfried mit dem Zugang und ganz rechts ist der Eingang in die Torhalle. Und hier nun der Blick in die Torhalle. Nochmal der Gesamtblick in die Torhalle mit dieser wunderbaren Kreuzrippengewölbe, mit dieser schön gearbeiteten Wulst. Nochmal Details der Torhalle. Links sieht man auch diesen Schlussstein, der aus einem einzigen Stein gearbeitet ist. Und rechts eine Nische, wo man nicht genau weiß, wozu die diente. Hier noch das Eingangsportal in die Kapelle über der Torhalle. Und noch einmal ein Blick in diesen Vorraum, der später erst angefügt wurde. Hier nochmal bei Detailaufnahmen dieses Kapelleneingangs, diesem U-Bahn Stufenportal. Und dann schauen wir hinein in die Kapelle, was davon noch erhalten blieb. Die ehemalige Apsis mit diesen hervorragenden Malereien aus der Früh- und Spätgotik. Und so dieses Gesims diente, weiß man nicht mehr genau, vielleicht waren das also vielleicht waren da Sitzbänke installiert. Und hier nochmal das Portal in Detailaufnahmen im Gesamten. Da haben wir rechts mit einer Säule, die ist allerdings nachgearbeitet. Die linke Säule ist die Originale. Hier noch die Gesamtansicht der Kapelle. Die ehemalige Apsis. Hier nochmal Details der Malerei. Links haben wir St. Georg mit dem Drachen. Und rechts Michael mit St. Michael natürlich mit seinen Attributen. Jetzt werfen wir einen Blick in das Obergeschoss, das hier noch ordentliche Mauerstärken aufweist. Hier sieht man auch die ehemalige Treppe. Ein paar Hakenbüchsen, die aus dem Stadtarsenal stammten und etwas zur Erklärung der Hakenbüchsen.
Hier jetzt die 3 Hakenbüchsen aus diesem Stadtarsenal im Detail aus dem 15. und 16. Jahrhundert und rechts originale Holzblockstufen, also die sind aus einem Holzblock gefertigt, diese Stufen. Jetzt befinden wir uns hier im 3. Obergeschoss des Bergfrieds. Auch hier haben sich wieder die Vollholzblockstufen erhalten. Wir betreten nun das 4. Obergeschoss des Bergfrieds. Hier haben sich wieder einige Fensteröffnungen erhalten. Und jetzt sind wir im 5. Obergeschoss der heutigen Aussichtsplattform, sagen wir mal so. Hier befand sich früher auch die Türmerwohnung, der natürlich über die ganze Stadt und das Land wachen musste, um Alarm zu geben oder auch zu melden, wenn irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist. Und natürlich immer wieder ein Blick hinaus über die Stadt und über das Land, das sogenannte Vilsecker Land. Hier ein Blick auf das sogenannte Axtheiter Schlössl, das auch ein Burggut, das zur Burg Vilseck gehörte, gewesen ist. Hier nun eine Ansicht aus Westen um 1906 auf die Burg Dagestein und in etwa die heutige Ansicht auf die Westseite der Burg Dagestein. Hier markiert die ursprüngliche Mauer, wie sie verfahren war, und das andere ist in späterer Zeit wieder aufgemauert worden. Das ist mal im Video die ganze Westseite. Und dann gehen wir näher ran an die Burg. Hier war früher natürlich alles Sumpf und angestaut durch Weiheranlagen. Hier befand sich im Prinzip die ehemalige Zwinganlage, die heute leider nahezu verschwunden ist. Hier ein Blick auf die Nordseite der Ringmauer mit den wirklich kräftigen Stützmauern. Hier der Grundriss im Prinzip der Burg aus dem Urkatasterplan. Markiert ist hier der ehemalige Zwingerbereich mit den Halbschalentürmen, rechteckig wohlgemerkt, also frühe Schalentürme, und 2 Ecktürmen sowie die ehemalige Doppeltoranlage von der Stadt her. Bevor das Video zu Ende ist, beziehungsweise wir die Burg Dagestein verlassen, nochmal ein Blick auf die Ostseite und auf die Südseite des wirklich imposanten Bergfrieds. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.